Grüß Gott, liebe Gäste. Mein Name ist Katrin Held und ich begrüße Sie ganz herzlich im malerischen Biesigheim. Viele Wege führen in Deutschlands schönsten Weinort, auch die Deutsche Fachwerkstraße. Zum Tag des Deutschen Fachwerks möchte ich Sie heute einladen zu einem Spaziergang durch unsere schöne Altstadt auf den Spuren des Fachwerks. Markgraf Karl von Baden hat den Bau des Besigheimer Rathauses 1459 genehmigt. Das Rathaus wurde im gotischen Fachwerkstil erbaut. Wir erkennen die Verblattungen, die mit den Holznägeln verziert sind. Und rechts die Apotheke sehen wir schon im Renaissance-Stil. Im Dachgeschoss hat sich das ja ganz gut erhalten. Im Dreigiebelhaus dazwischen sind Formen aus beiden Stilrichtungen zu erkennen. Diese Fassade ist so schmal, dass die Fußstreben schon fast zu Fußwinkelhölzern verschmelzen. Die Verblattungen an der Bohlenstube zeigen sehr schöne Schwalbenschwänze. Wenn unten in der Schwelle das Holz sich nach oben verjüngt, dann kann es nicht rausrutschen, also den Zug sehr gut aufnehmen. Die Bohlenstube war ursprünglich der einzig beheizbare Raum im Fachwerkhaus. Von der Küche aus wurde hier ein Kachelofen mit versorgt, sodass man hier den Luxus hatte, rauchfrei in der Stube sitzen zu können. Und damit die teure Wärme, denn Brennstoff herbeizuschaffen war ja nicht kostenlos, auch schön blieb, hat man Wände und die Decke mit Holzbohlen ausgekleidet. Daher der Name Bohlenstube. Und wir sehen auch sehr schön, die Bohlenstube ist meistens in der Ecklage, sodass man in beide Gassen Einblick hat. Auch hier in der Pfarrgasse gibt es noch eine sehr schöne Bohlenstube. Die wurde ebenfalls rekonstruiert. Von dieser Bohlenstube aus kann man in die Pfarrgasse reinschauen und auch sehen, was sich auf der Mauer tut. Während wir hier noch ganz altes gotisches Fachwerk sehen, das ebenfalls Verblattungen aufweist und Holznägel hat, haben wir hier am jetzigen Dekanat ein reines Konstruktionsfachwerk. Im Barock wollte man nämlich den Anschein wecken, dass alles aus Stein sei. Und so hat man eben verputzt und dann schöne Quader aufgemalt. Heutzutage werden solche Fassaden nicht mehr freigelegt, weil Konstruktionsfachwerk ja nicht dazu gedacht war, dass man es zeigt. Auch die ehemalige Lateinschule, die von Stadtvogt Viktor Stephan Essig als repräsentativer Wohnsitz erbaut worden war, hat ein solches Konstruktionsfachwerk, das aber wieder verputzt wurde. Und dann zeigt uns das Fachwerk ja auch noch, dass es geflößtes Holz war. Das Flößen war ganz praktisch, weil dabei alle Gerbstoffe ausgeschwemmt wurden. Und wenn man dann später Eisennägel eingeschlagen hat, dann haben die nicht angefangen zu rosten. Dass es geflößtes Holz ist, sehen wir auch hier an diesem Floßauge. Ein Floßauge wurde dreieckig ausgestochen, damit man den Bohrer schön ansetzen konnte, denn durch dieses Loch wurden die Wieden gezogen, sodass man die Balken zu einem Floß aufbinden konnte. Als man das Haus gebaut hat, hat man dieses Floßauge natürlich nicht gezeigt. Das gehörte ja nicht zu den Sehenswürdigkeiten, so wie heute, sondern es wurde verputzt und versteckt. Auch hier war das Floßauge ursprünglich in der Wand verputzt. Erst jetzt in neuerer Zeit wird es ja als interessant empfunden und man lässt das Fachwerk bei einer offenen Raumgestaltung wirken. Nicht nur an Wohngebäuden, sondern auch an Scheunen ist das Fachwerk zu entdecken. Hier wurde das natürlich nicht verputzt, den finanziellen Aufwand konnte man sich sparen. Und hier sieht man sehr schön, wie einfaches Konstruktionsfachwerk dazu beitragen kann, dass man sich die teuren Steine spart. Nicht alle Leute waren steinreich. Unser Stadtarchiv ist jetzt in einem modernisierten Gebäude untergebracht. Auch hier gibt es im Innenbereich sehr viel interessantes Fachwerk. Dazu hat man die verschiedensten Materialien verwendet. Jedermann konnte diese Staken hier anbringen und dann die Zweige darum winden. Und so entstand die Wand. Auch die Stadtschreibereigasse war einst Transitstrecke für den Durchgangsverkehr. Da ist es nur natürlich, dass genau hier sehr schönes Sichtfachwerk gebaut wurde. Man wollte zeigen, was man sich leisten konnte. Und da kommt auch eine neue Form an, nämlich das Netz. Dieses Netz wird gebildet durch ein Malkreuz, das ja multiplizieren soll, das man über eine Raute legt. Damit potenziert es seine magische Wirkung.
Wohlstand, Ansehen, alles sollte multipliziert werden. Das konnte natürlich auch den Neid der Nachbarn auf den Plan rufen. Was zu viel war an Bewunderung, was umgeschlagen ist in hässlichen Neid, das konnte dieser Neidkopf erfolgreich abwehren, indem er seine Zunge rausgestreckt hat. Der Neidkopf ist rechteckig, er wurde von den Zimmerern angefertigt. Und wenn die Balken mal nicht ganz ideal so waren, wie sie hätten sein sollen, dann konnte man das optisch auch bei der farblichen Fassung leicht ausgleichen. Dann einfach die Farbe so breit aufgetragen, wie das Holz eben sein sollte. Auch durch geschickte Beistriche und farbliche Schattierung kann man da optisch für schöne Putzkissen sorgen. So, und wir beenden unseren Rundgang hier in der Vorstadt. Das Haus Nummer 53 ist ja ein sehr altes Wengerder Haus. Wie wir sehen, die Fußwinkelhölzer sind mit Holznägeln gesichert. Hier wurde natürlich nachhaltig gebaut, das heißt, man hat mit dem Material eher gespart, als es zu verschwenden. Deshalb sind auch die Floßaugen noch sichtbar und sind charakteristisch. Weil Fachwerk und Wein in Besigheim untrennbar zusammengehören, planen Sie am besten genügend Zeit ein und besuchen Sie auch unsere schönen Steillagen an Enz und Neckar. Ade, bleibet gesund. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.